Herzlich willkommen auf gültige Stimme.at, meinem persönlichen Videotagebuch. Heute ist der 28. und damit auch der letzte Februar 2013. Mein Name ist Roland Thüringer und ich habe gestern wieder was geschenkt bekommen. Nicht mit der Post, sondern praktisch vor der Vorstellung. Ich habe im Roten Eisedlerhof gestern gespielt. Hat mir jemand ein Schlager was in die Hand gedrückt. Offenbar jemand natürlich, der das Videotagebuch verfolgt, weil sonst kommt man nicht auf die Idee, dass er mir ein Schlager was in die Hand druckt. Und ich habe natürlich dann gleich ausprobieren müssen, wie das jetzt ist mit Schlager was machen mit meinen neuen Gerätschaften. Und habe gleich mit dem einfachsten Anfang, nämlich mit dem Schüttelglas. Die Idee, dass man ein altes Glasl nimmt, also ein altes ist ein gutes Glasl nimmt und einfach die Schlager schüttelt, das habe ich probiert, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, ob Sie das sagen, es ist kein Schlager was geworden. Es schaut eher aus wie ein Schlager was schon einer gegessen hat und dann gespielt hat. Also es ist so wie Grunner oder so. Jetzt weiß ich nicht, weil da habe ich einen Fehler gemacht, dass das Gasel ganz einfach warm war. Weil ich es ausgespült habe, ich es mit warmem Wasser ausgespült vorher. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es ist nichts geworden. Ich glaube nicht, dass das Schlager was schlecht war. Man kann kosten, aber es schaut weiß schon so grindig aus, aber na, sauer ist nicht eigentlich, aber gut schmeckt das sein, das ist eigentlich gar nichts. Also auf die Sache dort sollte man sowas nicht drauf haben. Gut, vielleicht liegt es auch nicht am Glas, weil da habe ich was falsch gemacht. Möglicherweise. Also werden wir selber Schlager was noch besuchen. Dann habe ich jetzt in letzter Zeit, was heißt in letzter Zeit, das war vor 2 Tagen, habe ich einen Phantomschmerz gehabt. Kennen Sie das? Phantomschmerzen, wo man Schmerz hat, wo eigentlich gar nichts wehtun sollte. Ich kenne das schon von früher, man hat das Handy einstecken und auf einmal glaubt man, alles Handy vibriert. Kurz so, dabei, nein, nicht meins. Kennen Sie das? Ich habe das früher oft gehabt, dass ich im Auto denke, nein, nicht. Dass man plötzlich glaubt, das vibriert irgendwas. Und das habe ich gestern oder vorgestern habe ich das gehabt. Plötzlich im Zug denke ich mir, dabei habe ich ja kein Handy, also meins kann nicht leiten und nicht vibrieren. Ja. Aber offenbar ist mein Hirn noch darauf programmiert, dass ab und zu ein Handy leitet. Kann schon so sein. Ja, dann habe ich jetzt eines auch beschlossen, und zwar die Zeit, die ich einspare, wobei, vollkommener Blödsinn, das Wort Zeit kann man nicht einsparen. Ja, man kann auch Zeit nicht vergeuden. Es gibt Menschen, die sagen, das ist eine Zeitvergeudung. Ich kann nicht Zeit vergeuden. Es ist wurscht, was ich mache, ist meine Lebenszeit und die ist ja deswegen nicht vergeudet, nur weil ich irgendwas anders mache, als ich geplant habe vielleicht. Ja. Wurscht. Ich habe jetzt beschlossen, die Zeit, die ich vor dem Computer nicht mehr verbringe, weil ich mich reguliere, selber auf 50 Minuten maximal im Internet, was eigentlich viel ist, pro Tag, die Zeit, die mir überbleibt, die wandle ich um in Bewegung. Das heißt, wenn ich jetzt statt 50 Minuten am Tag nur 20 Minuten im Internet hänge, dann habe ich eine halbe Stunde, wo ich Sport mache. Also nicht Sport ist ein komisches Wort. Bewegung, wo ich Bewegung mache. Ja. Krafttraining, spazieren gehe, ja, irgendwas anderes mache, Dehnungsübungen, was auch immer. Das ist gut. Das ist so die Gegenbewegung, die Bewegung ist die Gegenbewegung zum vor dem Computer sitzen jetzt für mich. Damit diese vergeudete Zeit, oder eigentlich ist es eine gewonnene, ist ja keine vergeudete, die gewonnene Zeit vom Computer in sinnvolle Zeit umgewandelt wird. Ja, so ein Blödsinn, wenn man so viel Schaß daher reden kann. Ist ja wurscht. Und dann habe ich einen Brief bekommen von der Eva, und den habe ich da. Was insofern interessant ist, ich habe das zwar schon mal gehört, dass es gibt, habe ich aber noch nicht damit näher beschäftigt. Und das haben wir wieder beim Thema Lebensmittel, dass es ja darum geht, dass wir irgendwann wieder selber die Herrschaft über unsere Lebensmittel kriegen und nicht von Konzernen abhängig sind. Gerade beim Gemüse geht es ja, nicht? Weil das kann man selber anbauen, wenn man einen Garten hat. Wenn man keinen Garten hat, kann man nicht selber anbauen. Aber, das ist der springende Punkt, es gibt etwas, das heißt CSA. Das klingt jetzt so wie CSI Miami oder so, das ist wahrscheinlich ein Englischer, aber klar ist Englisch. Der CSA, Community Supported Agriculture. Also kommt aus dem Englischen klarerweise, und auf Deutsch heißt es gemeinsam getragene Landwirtschaft, kann man sagen. Ja. Das gibt so ein Projekt, gibt es in Österreich auch, das gibt es schon weltweit. Nennt sich bei uns GELA, also gemeinsames Landwirtschaften. Und man findet es auf www.ochsenherz.at oder komm, Moment.
Nimm an, AT, ochsenherz.at. Ich habe von dem schon gehört, weil mir hat einmal irgendjemand hat mir erzählt, dass am Naschmarkt war und da war so ein Standel mit urleibenden, guten Gemüse. Ochsenherz hat das geheißen, und die haben aber keins verkauft, weil sie sagen, da kann man keins kaufen, da muss man Mitglied sein. Da war der ein bisschen angefressen fast, weil ich hätte gern das Gemüse gehabt. Also es geht darum, dass Menschen sich selber auf die Füße stellen und gemeinsam ja, Ernteanteile kaufen sozusagen. Wenn es einen Biobauern gibt, der jetzt Biogemüse anbaut, und in dem Fall ist es so, ich glaube es ist in Gensandorf, dann kann man sich dort einkaufen und kriegt Anteile von der Ernte. Aber ich will das jetzt gar nicht genau erklären, wie das funktioniert, weil ich es nicht weiß. Ich kann es gar nicht genau erklären. Am besten Sie schauen Sie es im Internet, ja, auf ochsenherz.at einmal an, was das ist. Das Problem ist nur, was ich gestern herausgefunden habe, weil ich mir das angeschaut habe, dass da praktisch keine freien Plätze mehr gibt. Also man kann keine Beteiligungen bei Ochsenherz mehr erwerben, die sind schon voll. Aber, und das ist das Spannende, man könnte in anderen Gemeinden oder an anderen Plätzen solche Strukturen schaffen. Das heißt, dass es einen Biobauern gibt, der Gemüse anbaut und sagt, ich will das nicht verkaufen oder Gemüsekistel machen, dann umeinander fahren mit meinen Autos die Leute beliefern, sondern ich will vorher schon wissen, wie viele Leute ich beliefern muss, die sollen sich beteiligen an dem Ganzen. Dadurch kriegen die Leute, die bei mir hakeln, auch ein bisschen mehr Geld und ein bisschen einen besseren Lohn. Und ja, jeder hat schon sein Gemüse im Vorhinein bezahlt und kann auch mitarbeiten oder so. Oder irgendwie so funktioniert das. Schauen, das ist auf jeden Fall alles nicht uninteressant. Ja. Und ja, das war es eigentlich für heute schon wieder. Mehr gibt es eh nicht zu berichten. Haben Sie einen schönen Tag, wie immer. Und ja, ich melde mich eh wieder. Ich glaube vielleicht sogar schon morgen. Schauen wir mal. Weil ich habe im Internet einen kleinen Versuch laufen mit dem Facebook. Ja, das möchte ich gern wissen. Das Ergebnis, also Ergebnis ist ganz, ich möchte mal ungefähr wissen, was das kann oder was es nicht kann, weil es da gerade eine Diskussion gibt über, wie wichtig dieses Facebook eigentlich ist und wie unwichtig es ist. Ja, ich bin ja eher für unwichtig. Ja. Andere sagen, für es ist ganz wichtig. Ja, wurscht. Schauen wir mal. Haben Sie einen schönen Tag, und auch wenn es Tagebuch heißt, ist es so, dass morgen wahrscheinlich wieder ein Tagebucheintrag erfolgt. Habe ich jetzt auch falsch gesagt. Heute habe ich eigentlich viel Blödsinn geredet, aber das ist vollkommen wurscht. Es ist ja egal, es geht um nichts, es ist nicht so wichtig.